80 Millionen Euro Ablöse, 8 Bundesliga-Startelf-Einsätze, keine Torbeteiligung und 3 gelbe Karten. Sie läuft schleppend, die erste Bayern-Saison für Lucas Hernandez, der sich am 8. Juli 2019 als neuer Bundesliga-Rekordtransfer vorstellt. Servus, ich bin Lukas. Ich bin glücklich, hier zu sein und ich freue mich auf eine gute Saison mit dem FC Bayern. Also Packmus. Direkt anpacken kann er aber noch nicht. Den Trainingsauftakt der Bayern verpasst der Franzose nach einer aus Atletico-Zeiten stammenden Knieoperation. Zum Pflichtspielauftakt geben die Ärzte dann aber grünes Licht und der 80 Millionen Euro Mann bekommt immerhin knapp eine Minute in Cottbus. Doch der mittlerweile 24-Jährige kämpft sich ran und gehört schnell zu Bayerns Stammpersonal. Auch weil der Innen- und Linksverteidiger Bayerns neuer Aggressive Leader werden soll. Ich war ja auch mal als Stürmer tätig. Also der Stürmer Karl-Heinz Rummenigge hätte ungern gegen den Verteidiger Lucas Hernandez gespielt, weil er ist schnell, er ist aggressiv, er hat ein gutes Auge, das ist schon das, was ich so als Top-Qualität in der Abwehr sehen würde. Das wäre ein Spieler gewesen, der mir wahrscheinlich nicht so gut gelegen hätte. Ende September erleidet Hernandez dann aber eine Knieprellung und wird trotz großer Einwände der Bayern für die französische Nationalmannschaft nominiert und kommt dort auch noch über 90 Minuten zum Einsatz. Zunächst scheint der Rekordtransfer schmerz- und beschwerdefrei, doch keine 2 Spiele später verletzt er sich erneut und dieses Mal schwer. Eine Teilruptur des Innenbandes im Sprunggelenk setzt ihn bis Mitte Februar außer Gefecht. Sein Comeback erfolgt ohne den erhofften Knall. Und ausgerechnet bei seinem erst 8. Startelf-Einsatz in der Bundesliga am vergangenen Spieltag muss der Franzose angeschlagen nach 45 Minuten schon wieder vom Platz. Die Bayern gaben zwar nun Entwarnung, Hernandez könnte am Wochenende spielen. Zur absoluten Führungsfigur kann der Rekordtransfer der Bundesliga mit diesem Rhythmus aber definitiv nicht werden.